Endlich geht's los mit dem 4. Tempel bei Twilight Princess HD. Das war gerade ein bisschen seltsam mit dem Schatten, da gerade mitten wieder rausspringen. Jo, der 4. Tempel, legen wir endlich los hier mit dem Wüstenkoloss. Ne, mal diese Wüstenburg war mittlerweile. Ja, die Wüstenburg. Auch hier gibt's 4 Seelen. Ja, wohl ist das wieder auf die Wüstenburg selbst bezogen oder eher aufs Ganze? Ich denke doch, dass es wohl auf die Burg bezogen ist, wa? Wollen wir hier nochmal gucken? Ja, da sind 2 von 11. Ja, okay, doch auf die Burg bezogen. Tja, natürlich die Frage, bei einem früheren Tempel hat es da auch noch ein paar Geisterseelen, die wir noch suchen müssen. Ich glaube zwar eher weniger, weil die haben wir ja schon vorher quasi gesehen. Nur fangen ging halt nichts. Naja. Mal gucken, wo die alle sind. Jawohl, mal ganz kurz. Die 4. Ah, doch, da mit dem. Genau, da ist ja das gewesen. Oh ja, auch deswegen ist die Wüstenburg ein ziemlich geiler Ort. Denn auch hier haben sich die Entwickler einiges einfallen lassen. Das Triforce, das Symbol Hyrules. Welcome in der Wüstenburg. So, wir sehen schon wieder ein paar Gegner da, ein paar Viecher. Ich wollte gerade sagen, sie sind doch eigentlich harmlos, war, von wegen. Gut, das bringt nicht viel. Tschüss. Ja. Ja, gut. Okay, die Viecher wollen ein bisschen was von uns oder auch nicht. Das sind nervige Dinger. Ich denke mal, wir haben anderes zu tun, wa? Jetzt erstmal hier schön drüber grabben. Dankeschön. Wow. Nicht zu weit. Link, hallo. Ah, typisch Wüste, vor allem Gerudo-Wüsten natürlich immer viel mit Sand zu tun. Wir kennen es ja. So, wenn ihr wohl kommt. Habt ihr Bock? Wollt ihr Bock? Bis, ja, der kann kommen. So, jetzt durch Treibsand, deswegen nicht allzu lange hier bleiben. Da ist nichts, wir müssen darüber. Und natürlich hier Mini-Skeletons. Ah, wie man dachte, gibt es hier ein paar mehr. Ups, wohl gerade eigentlich. Ah, Wirbelattacke. Ja, die können nervig sein. Sag mal, Link. Nein, komm schon. Ja. Ach, das war wie Version so geil, ey. Aber hier irgendwie. Na gut. Nee, das klappt so nicht. Da sehe ich direkt. Game over. Nö, wir verlieren bloß ein paar Herzen. Ich glaube, original war es ein halbes, dann müsste hier ein ganz gewesen sein. Oh, 2 Herzen. Okay. Merken wir uns, das Teil ist böse. Allerdings deswegen, naja, das war wieder knapp. Das mit der Wirbelattacke nervt ein bisschen mehr, das ist nicht mehr so leicht wie auf der Wii-Version. Im Prinzip Kreisdrehen und Bese wie, ja, Queen of Time, Majora's Mask. So. Lieber jetzt platt machen als später. Ja. Also seht, eigentlich haben wir ziemlich viel Zeit, bis wir dann mal hochkommen. Ja, kommt ihr wieder? Das ist aber nicht gut. Da müsst ihr es. Ja. Gut, zumindest in der Theorie klappt das so. Dankeschön. Und ja, Eisenstiefel anziehen. Naja, es gibt sicher bessere Ideen. So, die Tür bleibt offen. Aber uns fehlt der kleine Key. Das ist bereits hier. Jo. Das ist ein ziemlich schwieriges Rätsel, weil er bereits hier ist. Oh nein, die Vierer schon wieder.
Im Prinzip machen sie keinen Schaden, aber sind natürlich schwer und alles mögliche, deswegen. Und weg sind sie. Hier haben wir noch Öl. Ja gut, brauchen wir echt Öl hier? Ich meine, schauen kann sie nicht. Ja doch, es gibt eine Passage, wo man Öl braucht, aber ganz... Ups, Entschuldigung, falsche Taste. Aber, ich glaube wirklich, haushalten mit dem Öl muss ich eigentlich nicht. Oh, vielleicht doch. Aber YouTube sieht man sowieso noch alles viel schlechter. Oh ne, die Minis-Dinger schon wieder. Wow, Glück gehabt. Dass er überhaupt noch hochkam. Du. Oh, keine Sorge, ich habe 2 Feen, von dem her. So, weg damit. Die Wirbelattacke. Wird doch vorhin gerade noch ein bisschen geübt hier. Wenn ich auf 1,5 Umschläge mache, geht es besser. Normalerweise einfach einmal Stick im Kreis bewegen, plus B dann. Wenn ich es 1,5 Mal mache, geht es besser. Seltsam. In der Hinsicht finde ich es echt schade, dass man die Wii, also sprich den Controller, die Wii-Controller, also sprich die Fernbedienung natürlich, Entschuldigung, dass man die nicht hier eingebaut hat. In der Wii U HD-Version, Moment mal, 4 Geister, das kennt man doch auch aus anderen Zelda-Spielen, interessant. Ja, natürlich. Ein Geist, eine Seele ist eigentlich logisch, wa? Natürlich, wir kennen's. Die Altbekannten. Wobei nicht ganz altbekannt, die sehen ein bisschen creepig aus. Am Grunde das gleiche Prinzip. Angreifen geht nicht immer. Haben wir sie jetzt auch hier? Ne, da geht nur, wenn sie halt so eingefärbt sind. Machen sie nur einen Angriff, dann sind sie noch einen Moment lang. Das heißt, da habe ich die Chance, in die Seele zu entreißen. Wo ist eine Geisterseele? Gut, es sind auch Seelen von Giovanni. Es ist mal etwas anderes. Und sie geht zurück an ihren Platz. Oder nicht? Oder, ja, doch. Ja. Schnüffeln! Ja, natürlich hat so ein Teil auch einen Geruch. Geruch von Öl vergessen, neuen Geruch merken. Ilia. Mann, ich sag immer falsch. Entschuldigung, spontan sage ich immer irgendwie falsch. Geruch der Geister gewittert. Nice. Ja. So ist eigentlich viel einfacher als Link zum Menschen werden. Gut, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben da hinten. Komme ich da bereits ran oder? Tschüss. Jo, ich komme daran. Ist jetzt die Frage. Ich schätze mal die Karte. Ja, der typische Ablauf. So, direkt mal gucken. Wo sind wir denn hier? Ja, die Wüstenburg, die war etwas größer. Hier sehen wir einen großen runden Raum, der eigentlich fast überall vertreten ist.
Ja, damit hat es noch etwas auf sich, wenn man so überlegt. Ich glaube, der Tempel, der könnte ruhig 4-5 Parts dauern, Leute. War eigentlich von dem her noch ziemlich umfassend. So, dann damit haben wir den Endboss-Raum. Ja, sonst kriegen wir, denke ich, alles hin. Jo, irgendwas meist erinnere mich noch und den Rest mal gucken. So, ein Geist ist tot, der bleibt irgendwie crazyerweise so. Ich glaube, da reicht die Zeit nicht, um da irgendwie besser rüberzukommen. Also muss ich es halt so machen. Also haben wir hier 50 Rubine oder ein Tempel, ein Stempel, ein Herzzelt. Oh, jetzt schon. Ja gut, ich hätte es schon nötig gehabt, muss man zugeben, aber wie kann man jetzt wieder zurück? Okay, klappt doch. Ich dachte nur gerade, okay, Geist ist tot, und dann können wir dann hier gelassen, von mir aus. Achso, da können wir noch anders rüber. Ja, gut. Guck mal im Osten, was hier so abgeht. Wow. Hier geblieben. So. Was ist du denn hier? Dann direkt mal, ich schätze mal, ein Zwacken, wie eh und je. Jo, dankeschön. Hier was zum Schieben. Die Frage ist, darf das einfach so oder muss ich hier noch ein bisschen was vorbereiten? Da kommt nichts mehr, gut. Vielleicht dran ziehen, das war so, das war so. Was sagt die Karte? Dann geht's da runter, dann geht's hoch. Wieso geht's da hoch? Okay. Geht's halt hoch. So, können wir das mal hier schieben? Aha. Greifen ja, aber irgendwie wieder nicht. Hä, bin ich zu leicht? Ich meine, theoretisch ist das möglich. Nee, das muss er wohl andersherum machen. Von oben her kommen. Von oben her und dann das... Aha. Ja, nee, der geht gar nicht so. Ja, sieht man hier sehr gut. Gut. Wissen wir schon mal, Osten ist fehl. Der Osten ist fehl. Gut. Norden geht noch nicht, das ist natürlich der große Hauptraum nachher. Ich glaube sogar... Hier der Mittelraum müsste, glaube ich, der Zwischenboss sein. Der Zwischenboss. Ich weiß nur, dass vor allem das Tempel-Item und der Endboss waren hier saumäßig geil. Der Zwischenboss fand ich von der Aufmachung her auch geil, aber etwas nervig vom Besiegen her. Ich habe ein bisschen doof angestellt dort. So, keine Chancen ratten. Ja. Hey, hier ist da etwas. Okay, da kann ich ziehen. Wir brauchen da einen Key, aber... Moment mal, machen wir es mal als Wolf. Also der Geruch eines Geistes führt mich definitiv hier hin. Und dann geht's da weiter. Und dann komme ich aber da nicht weiter. Dann haben wir hier. Ist auch noch etwas. Aber ich kann ja definitiv nicht buddeln. Widna, kannst du auch machen. Jo, dankeschön. Ich weiß noch, gab es so etwas, wo ein bisschen fies war. Naja. Muss erstmal drauf kommen. Ja, ich weiß am ersten Mal, wo ich hier 12 Prinze gezockt habe. Da war damals echt so, was? Ich kann mich nicht fighten, das nur weil ich da als Link gezockt habe, statt als Wolf. Als so doof war und dachte mir, Link ist viel geiler. Weil er kann blocken und so weiter. Naja. Aber sind halt erst unterirdisch.
Dann haben wir das auch. Dann haben wir das, dann haben wir das. Irgendein neuer Gegner. Nö, keinen neuen, keinen alten. Gut, dann mal ein bisschen schieben. Oh nee. Die Viecher. Wie ich die hasse. Wobei, sind hier eigentlich ziemlich geil. Tschüss. Echt jetzt? Wollte schon sagen. Die hatten 2 Bombenpfeile aus. Krass. Wobei andererseits sind die eigentlich tot. Also in dem wir sollen wir nicht aushalten. Die Frage natürlich, ja, hoch komme ich nicht recht, gut. Die andere Frage war, ob jetzt oben auch der Eingang frei ist. Jo, da ist auch frei. Wieso nicht, dass es direkt mein Traum war. Also geht es noch nicht weiter. Gut. Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir hier... Ja, da haben wir eine erste Geisterseele. Da hängt auch schon, ich muss glaube ich erst mal die platt machen. Ich hab dich zum Fressen gerne, so ein Geist, was schmecken mag. Ja, man sieht es auch hier, also natürlich gar kein Problem, dank Midnas Hilfe. Tschüss. Eine Geistersoul. Und die Flamme kehrt zurück an ihren Platz. Überleg gerade einmal, Leute. Ja. Hat mir auch schon geschrieben, aber das Problem ist halt, dass diese schnelle Rückverwandlung klappt nur auf dem Gamepad und ist aber momentan noch ein bisschen doof platziert bei mir, wegen alten Mikro und so, was ich momentan noch verwende. Deswegen ist im Prinzip Verwandlung zum Wolf und zurück, die klappt halt auf dem Gamepad echt geil hier. War viel schneller, aber eben, das ist gerade ein bisschen... Kann ich es vielleicht ein bisschen besser platzieren hier? Ich weiß nicht, mal ganz kurz, vielleicht klappt es ja doch. Wenn ich die Maus ein bisschen weglege, momentan... Für das Projekt brauche ich sie eigentlich nicht. Die Amiibos sind da, was ich es brauche. Ja, gut, doch, wird gehen. Ja, Nur halt dran denken, wenn du mit dem Pro-Controller zockst. So. Sonst etwas? Ich weiß, war Endraum. Das sind noch die da an der Wand. Verschieben kann ich, glaube ich, nix. Na, was sagst du? Ja, jetzt machst du es doch wieder. Ja, seht ihr, macht die Gewohnheit. Nö. Na gut, wir haben noch ein bisschen, ganz wenig Zeit eigentlich noch. Vielleicht noch ein bisschen mehr, mal gucken. Hat sogar für die dritte Geister Soul. Ja, gut. Die Frage ist, kann ich es so auch verschieben? Nö, geht nicht. Gut, muss halt greifen. Wohl ziehen. Und nun war es da oben wieder geschlossen, also muss er wieder so zurück. Ja. Was soll's? Ah ja, da kommt er schon. Ja, hahaha. Au. Gut, jetzt haben wir einen Key und kommen da weiter. Da oben waren wir auch schon. Das ist also alles Picobello. Die Frage ist, glaube gemäß Karte geht es ein Stockwerk tiefer, wa? Nö, höher. Tiefer geht es nicht, jetzt mal höher. 2F, und jetzt sind wir dort schon noch fertig, jetzt zurück hier rüber. Ja, das könnte man, glaube ich, an diesem Part noch hinkriegen. Ja, mal gucken. Oh ne. Ja, im Prinzip der Raum mit drüben. Nur halt ein bisschen anders. So, kommen sie raus. Die Leute kommen raus. Dann rüberkommen ist relativ einfach.
Was? Ich kann sagen, wir sind nicht anvisiert. Link! Wow, das war ja sehr schwierig. Ja, ich glaube, ich sehe schon, was das soll. Ist jetzt nicht so das schwierige Rätsel. Da hoch komme ich nicht oder noch. Sogar so, als wäre da irgendwie noch etwas Größeres. Alter, was ist denn das für ein Teil? So, und nun? Aha. Vielleicht besser, wenn ich es von hier drüben ziehe. Oder... Nö, bringt nichts. Gut. Ich hoffe nur, er bleibt nach oben, wenn es ihm nachher auf den Kopf fällt. Das wäre, glaube ich, ziemlich schmerzhaft. Natürlich. Ich wurde aus einem Teil erschlagen, war natürlich wieder 2 Herzen abgesogen. Ja, ist doch klar. Ah, so stimmt ja. Ich meine, die Gegner bleiben tot, das ist schon mal etwas. Wobei, ich könnte ja eigentlich auch in der Mitte bleiben, ist es auch fehl. Nee, ich glaube in der Mitte wäre es sogar noch zum Teil wünschenswert. Wo kommen wir da überhaupt rüber? Wir können mal testen. Was das bringt, wenn ich in der Mitte bleibe? So, da gehe ich jetzt auch noch raus. Nee, hier nicht. Aber ich glaube, beim anderen auf der anderen Seite des Tempels, da muss ich sogar so machen. Nö, hier ist nichts. Hi Leute, na, wie geht's so? Wow! Und da dürfte wohl der Kompass drin sein. Oh, der Master Key wohl kaum. Yep, ist der Kompass. Du. Die Schätze des Tempels. Wo findest du sie alle? Das sage ich mir gerade auch. Da unten ist noch eins. Auf diesem gerade auch noch. Okay. Ja, da ist eigentlich Klaue nachher kommen. Die hat es auch schon angetragen. So wie die brauche. Oder will. Ja, so, wenn man nach dem Muster war. Da geht's weiter, aber erstmal einen Key. Oh nein! Wow! Da dachte schon mal, kommt auf den Gegner. Natürlich ist besser so wieder so einer. Korrektur, das war so einer. Und der erste Key. So. Und trotzdem mal sagen, Leute, das reicht mal für heute bei Twilight Princess HD. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn wir dann hoffentlich hier mit dem Master, sage ich schon, mit dem kleinen Kind natürlich weitergehen. Und 2 Szenen haben wir bereits, aber noch 4 kriegen und vielleicht sogar noch das Tempel-Item bekommen. Mal schauen, mal schauen. In diesem Sinne, bis dahin und ciao zusammen. Yeah!